Lange, lange ist es her, seit dem Ende von Kingdom Hearts 2 Final Mix. Doch die Geschichte um Sora und seine Freunde ist noch nicht zu Ende erzählt. Klar, wir können jetzt direkt mit Kingdom Hearts 3 weitermachen oder anderen Spielen, die dazwischen stattfinden. Aber warum nicht sich mal fragen, was eigentlich vor Kingdom Hearts alles passiert ist? Tja, und diese Frage beginnen wir heute mit Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Ein Spiel, was für mich komplett blind ist. Ich kenne zwar jetzt die Charaktere, die abgebildet sind, ich denke, die meisten von uns werden sie erkennen rein optisch, aber welche Geschichte sie zu erzählen haben und welche Rolle sie vor allem in der Kingdom Hearts Reihe spielen, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, das war durchaus episch, muss man zugeben. Ob es zwar diese Szene, ich sage jetzt mal dieses Intro, auch im Original gab bei Kingdom Hearts Birth by Sleep, bin ich jetzt nicht so sicher. Es sieht doch eher so aus, als wäre es auch ein bisschen gespoilert, sage ich jetzt mal, beziehungsweise für diejenigen, die es halt bereits kennen, so eine Art, wie eine Zusammenfassung oder halt Visualisierung. Das hatten wir ja schon bei gewissen anderen Kingdom Hearts Spielen. So geile Intro- oder Outros, weil man sich am Anfang dachte, hä, was soll denn das sein? Und am Schluss dann, das hat zu bedeuten. So ungefähr zumindest. So, natürlich muss das Intro bzw. den Gesang, die Musik natürlich rausschneiden, das wäre sonst copyright-technisch nicht ganz so clever auf YouTube. Aber ist ja egal. So, neues Spiel bitte. Nicht zu schwer, nicht zu leicht, kann nur schwer. Die geheime Filmsequenz kann nur schwer freigeschaltet werden. Aha, so, kann nur sehr schwer freigeschaltet werden. Kann nicht freigeschaltet werden. Das Deck fasst aber zu Beginn mehr Kommandos. Das Deck
ist das vom Kampfsystem her ähnlich wie Kingdom Hearts Region of Memories? Oder Chain of Memories? Alter, auch schon lange her. Kingdom Hearts 1, dann Chain of Memories, dann 358 over 2 Days. Naja, gut, ich würde sagen, wir machen auf normal. Macht, glaube ich, in den meisten Sinn, vor allem wenn es, wie gesagt, blind ist. Kann nicht geändert werden, ja, ist klar, ist nichts Neues. Vibrationsfunktion, ja, bitte. This world is just too small. There, you see, an empty world, like a prison. I imagine you will be right at home. Hey, wo bin ich? Who's there? Ich bin ein ganz neues Herz. But this is... Why are you in my heart? Das Licht hat mich hergeführt. Ich sah es in der Ferne und bin ihm gefolgt. Yeah. That was my light. But my heart is fractured. And now, the little I have left is slipping away. Dann solltest du dein Herz mit meinem vereinen. Huh? Unsere Herzen haben sich jetzt berührt. Nichts wird dir mir entgleiten. Und eines Tages bist du stark genug, dir zurückzuholen, was du bisher verloren hast. Right. Thanks. Es ist jetzt an der Zeit für dich aufzuwachen. Wir müssen. Open the door.
Keyblade. A meteor shower. Land des Aufbruchs. I can't see much from here. Sag mal, nur mal so by the way. Kann es sein, dass ich der Einzige bin, der hier ein bisschen verwirrt ist? Ich meine, andererseits, der Anfang, ganz ehrlich, das sah eher so aus, wären wir schon am Ende des Spiels. Das sah so creepy aus. Ich meine, klar, da war Destiny Island und so. Aber die ganze Szene, ich meine, sein Aussehen, seine Stimme vor allem, dann die Szene, wo er aufgewacht ist, das hat schon sehr stark an Roxas erinnert. Obwohl er gar nicht Roxas ist. Hä? So, also nur die Frage. Kriegen wir schon irgendwie gewisse Infos, wer der junge Mann hier ist, weil ist zwar nicht irgendwie ganz klar gewesen, aber eigentlich sollte das Ganze hier ein bisschen vor Kingdom Hearts spielen, auch wenn wir irgendwie, ja, nichts von Soa oder Kairi oder Rico gesehen haben auf Destiny Island. Ja, ein bisschen gucken hier irgendetwas. Ich muss glauben noch ein bisschen, ja, muss mal gucken, wo ich irgendwie den Sound ein bisschen runterstellen kann. Ist glaube ich ein bisschen zu laut momentan. So, jetzt sollte da gehen. Ich muss mal ganz kurz den Sound runterstellen und so, da meine Aufnahme Capture Card ein bisschen gespuckt, aber okay, ist egal, warte mal. Doch, stimmt soweit, wa? Jo, alles klar. Bis jetzt sieht's. Nur mal dachte ich mir von den Karten und so. Nee, momentan ist noch irgendwie ein richtiges Kampfsystem wie auch bei Kingdom Hearts. Also in Originalteilen. Sehr schön. I've got time to spare. Zur Gegner den Ring anzugreifen. Das sind Erfahrungspunkte. Dein Kommandodeck enthält Spezialmanöver, welche sie mit oder so, sobald die Leistung voll ist. You want a piece of me too? Das soll hier das Kommandodeck sein, interessant. Um den Gegner anzuvisieren. Hast du etwas anvisiert? Drücke L1, um das Ziel zu switchen. Drücke R1, die Fokussierung wieder auf. Das ist geil, Mann. Und da ist eine Truhe.
die man öffnen kann. Ja, schön. Der Junge hat schon irgendwie ein Schlüsselschwert, da wollen wir gar nicht genau wissen, warum überhaupt. Oh, Entschuldigung. Nee. Du hast das Kommando Sturmlauf erhalten. Kommandos kannst du auswählen. Wait, what am I messing around here for? I'm gonna miss the meteor shower. Ja, sorry Junge, aber muss sein. So, steht schon irgendwo Ventus. Ja, so heißt der gute Ventus. Ventus wie Wind vielleicht? Ja, das sehen wir dann noch mit diesen 3, die wir schon gesehen haben. Also, ja, sie waren halt zu dritt, oder? Und jeder von denen hat halt, ja, ist halt einem gewissen Element zugewiesen, hä? Warte mal, Kommandos ins Deck legen, um sie zu benutzen. Kampf- oder Aktionsmodus. Die Kurzwahl zu legen. Das Kurzwahlkommando kannst du mir aufrufen. Mit KP, Kommandopunkten. Oh. Also nicht KP wie Kraftpunkte, nee, KP wie Kommandopunkte. Ah, du Scheiße. Eine Stufe der Kommandos gesteigert und ihre Wirkung erhöht werden. Gut, macht irgendwie Sinn. Aktionskommandos. Das ist einfach ein normaler Sprung war, genau. Springe so. Zweiten geht irgendwie so gerade nicht. Okay, muss man mal ein bisschen gucken, was man da alles machen kann. Multifunktionsdinge, noch gar keine. Also wenn jetzt mal anders hier noch nichts drin ist. Nö. Das war Analyse. Hä? Ich kann 9 hinzufügen. Da kann ich nur 3 haben. Das sah aus, als hätte es ein bisschen mehr Platz. Eigentlich. Ja, so kann ich ein bisschen durchswitchen, okay. Neuordnung, ja, das ist mir auch klar. Kurzwahl. Kann nur einer auf die Kurzwahl legen? Ernsthaft jetzt? Was ist denn eigentlich hier? Durch Fusionswahl Kommandos entsteht ein neues Kommando. Auf bestimmten Kommandostufe geht das erst. Okay, ich nehme mal, ich bin noch zu schwach dafür. Was war das mit Analyse da rechts drüben, ne? Okay, ist alles noch ein bisschen creepy, sag ich jetzt mal, aber kommt schon noch. Irgendwie, irgendwann. Wird schon funktionieren. Abschlussangriff, hä? Bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Ah, du Scheiße. Okay, alles Learning by Doing, Freunde. Das geht noch nicht. Gut. Moment. Der Doppelsprung kann er nicht. Was das könnte ein bisschen schweben. Das wäre zwar ein bisschen creepy. Wow. Why does it seem so familiar? Whoa! Give me a break, Aqua. Then, you hopeless sleepyhead. You know, you should have at least brought a blanket. But did I dream that place up? It really felt like I'd been there before, looking up at the stars. Except you've always lived here with us. Yeah.
I know. Hey, Aqua. Hmm? You ever wonder what stars are? Where light comes from? Well, they say. That every star up there is another world. Huh? Terra. Yep. Hard to believe there are so many worlds out there besides our own. The light is their hearts. And it's shining down on us like a million lanterns. What? I don't get it. In other words, they're just like you, Ven. What does that mean? You'll find out someday, I'm sure. I want to know now. You're too young to know now. Quit treating me like a kid. Hey, what are you laughing at? I can't help it. You two would make the weirdest brothers. Huh? Huh? Oh, yeah. Terra, you and I have our Mark of Mastery exams tomorrow. I made us good luck charms. Whoa. Here. I get one too? Of course. One for each of us. Yeah. Somewhere out there, there's this tree with star-shaped fruit. And the fruit represents an unbreakable connection. So as long as you and your friends carry good luck charms shaped like it, nothing can ever drive you apart. You will always find your way back to each other. Technically, I think you're supposed to make them with seashells. But I did the best with what I had. Boy, sometimes you are such a girl. Hey, what do you mean sometimes? So this isn't a real good luck charm? Well, that's yet to be seen. But I did work a little magic on it. Really? What? An unbreakable connection. Ein Wegfinder. Hilfe. Ja, kommt von der Form her uns natürlich bekannt vor. Hat Sora, Kairi, beziehungsweise nicht umgekehrt, schon mal irgendwie so ein Ding geschenkt, hä? Naja. Und vor allem, was für eine Meisterprüfung. Leite die Kräfte deiner Freunde mit dem Wegfinder, einen Dimensionslink zu Freunden herstellen und sich ihre Kräfte borgen. Ich weiß, du in der Geschichte bist, so mehr Freunde stehen ja für den D-Link zur Verfügung. Also. Well, tomorrow's the exam. Anybody want to spar? I can take you. Interessant. Ah, jetzt spielen wir als Terror. LP leiste deine Gesundheit. Du, 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 du. Aua. Aua. Nicht zu viel kleiner. Sag mal. Sag mal. Quit going easy on me. You're not gonna win unless you stay on the offensive. Das ist die Kommandoleiste. Du, du. Mächtig Abschlusskombo. Okay, dann komm mal. Du, 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 du. Ah! Scheiß Timing mal wieder. Ja, wie setzt den ein? Setzt du Kommandos anstelle Normalangriff ein, lädst du deine Kommandoleiste vollständig auf, kannst deinen Kommandostil verändern. Kommandostile machen deine X-Angriffe stärker. Okay. Schön. Well, that works fine if you're fighting one-on-one. But you need to know how to handle a crowd, too.
Oh oh. Spielen wir als Aqua. Setze dein Multifokus-Kommando an, um mehrere Gegner auf einmal zu treffen. Wie geht das? Okay. Creepy. Die Fokuslast unten rechts und im Bild. Also, die erhöht sich nur dann. Krass. Okay, let's wrap this up. Also wenn wir dazu antreten, Terra, Aqua, Ventus, komm, wir haben als Ventus begonnen. Told you I'm good. Ja, das bist du. Noch einmal kämpfen? Nö. Trust me. You guys are ready. You're gonna clean up the exam tomorrow. I hope it's that easy. It's like the Master said. Power is born within the heart. When the time is right, you just need to look inside yourself, and you'll find it there. Kraft entspringt aus dem Herzen. Wenn du alle Erfahrungen machst, kannst du dich auch auf dem Kommandobrett in deinem Herzen weiterentwickeln. Das Kommandobrett ist ein Würfelspiel, in dem du deine Kommandos weiterentwickeln kannst. Okay. Das Kommandobrett auf. Oh. We don't want to lose track of stuff that's happened. Ja, eine elegante Methode zu beschreiben, dass man speichern soll. Rufe das Speichermenü auf. Speichern? Ja, bitte. Einmal bitte safen. Jo, passt doch. PS4 von wegen. Hey, we're gonna head back. Yeah. Me too. Together. Always. That would be the last night we ever spent beneath the same stars. Mickey, I cannot shake the feeling something terrible is about to transpire. Was?
Nachdem du einen der 3 Charaktere ausgewählt hast, spielst du die Geschichte mit dem Charakter bis zum Schluss durch. Je nach Charakter variieren die Schauplätze, die du besuchen und die Charaktere, auf die du auf deiner Reise treffen wirst. Erst wenn du die Geschichte mit allen 3 Charakteren durchgespielt hast, schließt du die gesamte Tragweite der Handlung. Ach du Scheiße. Okay. Ja, weiß natürlich jetzt nicht. Ist das so ähnlich wie bei Kingdom Hearts Region of Memories? Ich meine, da konnte man ja auch die Story von Sora und die von Riku spielen. Das Ganze war jetzt nicht so irgendwie, ja, wie soll ich sagen, irgendwie hunderte von Folgen gebraucht hätten. Nee, das hatten, glaube ich, in 50 oder 60 Folgen insgesamt durch. Ist es hier so ähnlich? Oder sagt man sich so, nee, komm, ein Charakterstamm mit einem Charakter, der ist so lang wie Kingdom Hearts 2 komplett. Dann spielst du mit allen 3 alles. Dann könnte es ein bisschen darum freuen, bis wir dann zu Kingdom Hearts 3 kommen. Nee, Quatsch, vorher gehen noch andere Spiele dran. Aber egal. Ja, natürlich machen wir alle 3, ist klar, weil wir wollen die gesamte Geschichte erleben. Und ich glaube, ich mache es so. Ein disziplinierter Jugendlicher, der nach Stärke strebt, ruhiger Kraft besteht in seinem Kampfstil. Neugierig und froh hält dieser Junge sein Schwert verkehrt herum und ist sehr schnell damit. Eine fürsorgliche Jugendliche mit starkem Genauigkeitssinn, leichtfüßig und magisch begabt. Ja, jetzt geht es natürlich auch darum, im Prinzip kann man uns einfach ein bisschen sagen, ja, nimm mal den, der mir gerade am besten gefällt. Man könnte ausknobeln. Ich entscheide mich insofern dafür, weil ich ja, wie bereits erwähnt, ich weiß, welche Spiele noch kommen werden in der Kingdom Hearts Reihe. Da gibt es ja auch schon so gewisse Dinge, wo man sagt, hey, der und der Charakter macht das und das durch, ohne allzu sehr zu spoilern, aber ich weiß trotzdem, welche Charaktere dort der Fokus liegt. Und soweit mir bekannt ist eigentlich Ventus derjenige, der vor allem hier seinen großen Auftritt, also ich meine, klar, im Prinzip geht es um alle 3. Hey, alle 3 haben hier ihren großen Auftritt, wo es um ihre eigene Story und so geht. Aber jetzt mit Aqua loszulegen und nach Ventus und Terror zu nehmen, macht, glaube ich, eher weniger Sinn, weil, ja, wie soll ich das sagen, ohne so viel zu spoilern. Weil halt je nachdem, welche Geschichte danach kommt, würden halt auch andere Charaktere mehr in den Vordergrund kommen. Und ich glaube, wenn ich jetzt Terror wählen würde, würde ich gewisse Aspekte sehen, wo ich mich wieder mal frage, hä, warum ist das so? Bei Aqua vielleicht ähnlich, aber wenn ich erst Ventus spiele, denke ich mir so, okay, und was passiert mit Aqua? Dann sage ich Aqua, denke, was ist mit Terror passiert? Und dann sage ich Terrors Route. So habe ich es mir irgendwie ein bisschen gedacht, aber ob es wirklich erst Ventus, Aqua, dann Terror oder erst Ventus, dann Terror, dann Aqua sein wird, mal gucken. Aber ja, ich fange mit Ventus an. Nur mal so. Ich hoffe, es ist die richtige Reihenfolge und so, und ob es überhaupt eine richtige ergibt, kein Plan. Ob es dann die Geschichte am besten Sinn gibt am Schluss. Alleine schon deswegen, wie wir eben auch im Spiel, sage ich jetzt mal, erwacht sind. Es war ja in der Haupt von Ventus und Terror und Aqua zu nehmen. Denke ich mir so, ja, das ist irgendwie, nee, jetzt einfach Ventus zu nehmen, macht irgendwie, finde ich, mehr Sinn. Aufgrund des, was wir bereits erlebt haben. Und eben vielleicht auch, um am schnellsten zu klären, wieso sieht er eigentlich aus wie Roxas. Die gleiche Stimme, irgendwie auch den gleichen Schwertstil. Wir wissen ja, Roxas ist ja eigentlich der Niemand von Sora. Und trotzdem sind die beiden überhaupt nicht ähnlich. Warum ist das so? Today you will be examined for the Mark of Mastery. Not one, but 2 of the Keyblades chosen stand here as candidates. But this is neither a competition nor a battle for supremacy. Not a test of wills, but a test of heart. Both of you may prevail, or neither. But I am sure our guest, Master Xehanort, did not travel all this way to see our youngest prospects in years fall short of the mark. I trust you are ready. Yes. Then let the examination begin.
me. You two focus on the exam. But Ven, you're in danger here. Go wait in your room. No way. I've been looking forward to this. Seeing you two become masters. I'm not gonna miss it now. He could take care of himself. He's been out there training just as hard as us. Yeah. Stay sharp, Ven. Okay, interessant. Seanort, hä? Ja, ja. Der Typi. Der nicht mehr da ist, krass. Ja, eigentlich müssen die ja die Prüfung bestehen, also halte ich mich ein bisschen zurück. Was ist jetzt eigentlich Aquas Route und Terras Route? Bis hierhin dasselbe wäre, aber hat also jetzt als die beiden spielen würde. Also quasi, sobald alle drei zusammen sind, ist immer halt das Gleiche. Aber jeder von den dreien hat vielleicht zwischendurch auch mal eigene Sequenzen, eigene Abenteuer, die er bestehen muss. Gut, Helfer halt trotzdem. Haut einfach ab. Ändere deinen Kommandostil. Was kommt jetzt schon wieder? Werden mit Dekommandos eingesetzt und wird dabei der Kommandoleiste bis zum Maximum aufgefüllt, kannst der Kommandostil verändern. Es gibt allerlei Arten von Kommandostilen, sondern benutzen Dekommandos ab. Feuersbrunns, Ars Veloca. Ja. That was unexpected. But one must keep a still heart even in the most trying of circumstances. It was an excellent test, one I chose to let unfold. Which brings us to your next trial. Now, Terra and Aqua, the two of you will face each other in combat. Remember, there are no winners, only truths. For when equal powers clash, their nature is revealed. Begin! We have deliberated and reached a decision. Terra, Aqua, you both performed commendably. However, only Aqua has shown the mark of mastery. Terra, you failed to keep the darkness within you sufficiently in check. But there is always next time. That is all. Aqua, as our newest Keyblade Master, you are entitled to certain knowledge. Please wait here for further instruction. Hey. Terra, I'm sorry. The darkness. Where did it come from? What do you make of Ventus? He ain't gonna cut it. Somebody's gotta break that loser in. Not here, you won't. I have to keep up appearances. I know that. He just needs a little incentive to leave home. Sorry. But I need some time alone.
Mantis, Huh? Who are you? or you'll never see Terra again. What? Get real. I can see Terra anytime I want. Like right now, he's leaving you behind. And by the time you catch up, he'll be a different person. Look, whoever you are, you don't know the first thing about Terra. Me and him will always be a team. You trying to pick a fight or what? Oh, grow up. Is that what you call friendship? You'll never know the truth unless you go out and look for it yourself. Come on, what could you possibly know when you're stuck here, looking at nothing but what's in your tiny world? Terra! Terra! It's okay. Wait, Ben! Du kannst jetzt zu Aqua einen Dimensionslink herstellen. Was zum Henker geht ja eigentlich ab, Freunde? Das ist alles ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Er ist halt typisch Kingdom Hearts. War damals beim ersten und beim zweiten, ja, im zweiten eher weniger, aber im ersten ging es ja auch ein bisschen rapide zu. Dimensionslinks, okay, ja. Dann machen wir nochmal ein Symbol zurück. Was? Der D-Link verstärkt. Diese Rüstungen und so. Du kannst jetzt zu Terra einen Dimensionslink herstellen, das auch noch. Brief von Xehanort. Brief von Xehanort an Eraqus. Du kannst jetzt auf dem Kommandobrett Land des Aufbruchs spielen. Außerdem kannst du verschiedene Welten ansteuern. Oh Mann, ist das geil. Okay, hier funktioniert es also so mit dem interdimensionalen Welten-Dingsbums. Ist ja schön. Menü öffnen. Ja, bitte. Was? Wieder aufnehmen? Was denn wieder aufnehmen? Okay. Bisschen creepy zwar, aber gut von mir aus. Kann man so machen. Autowerte kann erhalten. Hat man schon angelegt. Hä? Okay. Das ist ein Multifunktionskommando. Das macht soweit ja Sinn. Gut, eigentlich mal jetzt noch ganz kurz gucken, was man jetzt hier mit den Dingen noch irgendwie machen kann. Ich mach mal Schwertwurf als Auto, wa? Sturmlauf. Der hat entfernte Gegner erreicht. Ja, ist auch cool. Wieso kann ich eigentlich nur 3 mitnehmen, nicht 4 oder so? Wäre doch eigentlich auch ganz geil.
Immer noch so eine mitkommen. Muss ich mal noch ein bisschen testen und so, was alles funktioniert und was nicht. Aktionskommando. Sehr gut, das mit dem Blocken, da ist klar. Wäre hier noch was Neues oder so? Blocken Stufe 2 vielleicht. Könnte ja sein. Okay, hier kann ich mehrere so Aktionskommandos oder irgendwie... Ich schätze mal eher so passive Kommandos, wären es dann im Endeffekt. Das kommt sicher noch ein bisschen dazu, damit Gelegenheit. Deckwellen, Abschlusskommandos, ja. Angriffssalve. Das geht alles noch nicht. Wer ist das Kommandodeck? Das ist halt die Frage, wofür sollte man mehrere Decks benutzen? D-Link mit Aqua. Kampfkommandos. Eisra, Blitzra, Vitra. Okay. Aus. Nee, Moment mal. Moment, so. An, aus. Soll man die irgendwie auch... Warum soll man die deaktivieren? Verstehe ich mir auch nicht ganz. Typ A. Rüstungsfarbe. Schwierigkeitsgrad. Sound kann ich gar nicht einstellen hier. Schade. Egal, Freunde, das war's mal, würde ich sagen, für den ersten Part, sprich vor allem für den Einstiegs... Ich komme gar nicht mehr zurück, war in die Anfangswelt, krass. Ja, der erste Part hier vom Let's Play zu Kingdom Hearts, Breath of the Wild Final Mix. Wie gewohnt, ein bisschen creepy jetzt noch, wo man noch nicht so ganz die Zusammenhänge versteht, aber vielleicht schon mal eine gewisse Ahnung hat, wie eben das Ganze halt auch zu späteren Kingdom Hearts Teilen führt, oder eben das auch mit Xehanort und Eracruz, die Meister, die Schlüsselschwertmeister, also nehmen wir an, dass die Schlüsselschwertmeister sind, wäre sonst ein bisschen creepy. Aqua, die so offenbar auch eine ist, wobei ich da irgendwie den Test dafür, um Meister zu werden, ein bisschen seltsam finde, aber okay, ist nicht mein Thema. Ja, nächste Part begeben wir uns also mal in die erste Welt. Es wird wohl, wie es aussieht, viele verschiedene Welten geben. Einige kennen wir natürlich schon, andere sind wieder neu. Das sieht mir aus wie Schloss Disney. Ja, okay, sieht alles ein bisschen seltsam aus und teilweise auch ein bisschen vertraut. Ich bin gespannt, vor allem auch auf die unterschiedlichen Geschichten von Ventus, Aqua und Terra, die wir uns, wie bereits erwähnt, nach und nach genehmigen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.